Servus, Alter. Servus, Kid Rap. Wie geht's dir? Sehr gut, dir? Man lebt, lacht und liebt. Geht mir ähnlich. Das Wandtattoo von dem ein oder anderen Fliesentischhaushalt sagt. Du, Oh, bist halt modisch unterwegs. nein, die ist kaputt gegangen. Habe ich was vergessen, dass ich die heute auch habe. Ja, Aber kann man das tragen? ja. Also, Gibt's aber ich finde dafür ist zu. das Klar noch, muss größer genau. sein. Und du brauchst halt auf der anderen Seite so eine Textur noch, so eine aufgenaute Textur. Ja, Dann warst du modisch auf jeden Fall voll am Start. das war geil, ja. Also, Was ist die ehrliche Meinung zu Leuten, die wirklich so richtig zerrissene Jeans haben? ist mir eigentlich wurscht. Schon? Also, ja. Kommt drauf an, manchmal. Also, ich finde es bei Frauen nicht so schlimm wie bei Typen. Nein, ich rede nur von Typen. Nur von Typen, wenn es zum Outfit passt und jetzt halt nicht wirklich, also wenn es nicht geschlampert ausschaut, insofern das geht, dann finde ich es okay. Oder bei so Rock-Typen zum Beispiel, wenn es der ganze Typ dazu passt, dass der jetzt zerrissene Jeans hat, weil es sein Style ist, dann finde ich es okay. Aber irgendwie, wenn es dann zu weit ist, oder dann Ja. ist es für mich einfach, wie wenn es da die Jeans da abschneidest und das kurze Hosen hernimmst. Das finde ich urgeil, Ja. möchte ich an der Stelle sagen. Nein, es sind für mich immer die Leute, diese Forsthaus-Rampensau-Daniel-Typen. Ja, ja. Und ja. das sind genau diese Leute, wo es mich aufregt. Ja, also sage mal, Rock-Typ finde ich, passt zum Style. So aufgeschnittene Jeans und ein viel zu großes T-Shirt drüber, Röhrenjeans, aber und finde ich schlimm, eigentlich gar nicht. Und wer schaut es mit einem mittelerfolgreichen Musiker und Podcaster aus? Ein Streamer jetzt, Streamer? weil wir haben jetzt 100 Follower auf Twitch. Krass. 104. Oh, sheesh. Skyrock. Start. Ja, verdient. Ja. Haben wir uns hart erarbeitet. Man Ja. hart erstreamt. Ja, Wir machen erst einmal ein kleines Brösterchen, hä? deswegen heute Kaffee, weil wir jetzt 2 Tage wieder beim Stream gesoffen haben. Entschuldigung. Ich glaube, ich spüre mein Leben aktuell. Ich habe mal letztens wieder was gesucht bei ChatGPT und habe dann wieder einen Sucheintrag von mir gesehen. Dann sage ich, wo tut es weh, wenn die Leber betroffen ist? Ja. Und genau an der Stelle, wo es weh da hat zu dieser Zeit. Ja. Haben wir dann schon kurz gedacht, weil das war eine dieser Lebensabschnitte, wo dann doch wieder ein bisschen mehr drum geworden ist. Ja. Wird wahrscheinlich wieder ein Geburtstag gewesen Ja. oder sowas. Oder Thailand. Oder, irgendwas. ja. Entschuldigung, dass ich jetzt den Flow unterbrechen muss, aber werde ich da auch schön angestaltet? Du hast so einen richtig schöner Schein da Ja, links. schon. Gefällt dir das auch? Das, ja, Doch, ja. Danke. Also schaut jetzt cool aus. Ja. cool, danke. Bevor wir jetzt weiter schnattern, kurzer Tierfakt: Männliche Orang-Utans entwickeln riesige Backenwülste, in Klammern Wangenpolster, wenn sie dominant werden. Krass. Das bedeutet, nicht jemand anders bestimmt, ob du es geschafft hast, sondern sobald so ein Backenpolster wächst, weißt du, okay, jetzt habe ich es. Ja, Jetzt nehmen sie mich ernst. ja. Nice. Ja, Wochenrückblick: Fasching ist vorbei, Fastenzeit geht los. Und auch mit der Fastenzeit die Starkbierzeit. Was war los die Woche? Fangen wir mal mit dem Schoraumer Zipfelbob-Rennen an. Ja, Ich komme gleich zum Grande Finale. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht von mir, ich bin enttäuscht von meinem Teamkollegen, ich bin enttäuscht vom DJ Herpes und enttäuscht von Sabrina W28 Sucht. Sind mit 2 Teams angetreten, waren wirklich mega motiviert und ich war mir auch sicher, dass ich da was reißen werde. Also ich habe schon gedacht, dass ich da gut abschneide. Beim Bierpong war mir klar, dass es so läuft, wie es läuft. Da habe ich halt einfach gehofft, dass die anderen schlechter sind als Ja. wir. Aber beim Zipfelbob-Rennen, ich bin ja eigentlich ein guter Zipfelbob-Fahrer. Es hat einfach nicht gereicht. Es hat nicht gereicht, um unter die ersten 24 von 100 zu kommen, als Team. Und ja, aber ich verstehe warum. Ich habe einen zweiten gemacht und zweimal einen dritten von 6 Leuten. Das ist halt nichts. ja. Zu wenig Aber Punkte dann wahrscheinlich. Waren es wenig Punkte, aber wir waren halt einfach. Klar, der Harry hat mir nicht brutal runtergezogen, muss man auch dazu sagen. Aber ich habe dann nochmal nachgerechnet, selbst wenn er die gleichen Plätze gemacht hätte wie ich nochmal, Ja. hat man es auch nicht geschafft. Ah, okay. Es war einfach zu wenig. Aber war geil organisiert. Und du hast es leider nicht mehr mitgekriegt am Schluss. Also ich war dann froh, dass wir es nicht in die nächste Runde geschafft haben, weil es war dann einfach nur noch ungemütlich. Es hat dann so pisst. Ja, Also das so hab ich beim pisst ist Autofahren übertrieben. gedacht, wo ich dann nach Langerbach gefahren bin, war es schon ungerecht dann. Also hat er gerenkt dann. War dann wirklich nicht mehr. Dann haben sie halt natürlich ein paar Pavillons aufgestellt gehabt, aber die reichen ja für diese Menschenmassen irgendwann nicht mehr. Also, das Event, wenn ich ein bisschen besser abgeschnitten hätte,
und Sonne gescheint hätte, 10 von 10. Ja, war mega geil. Also ich habe es auch richtig cool gefunden, die Zeit, wo ich da war, die 2,5 Stunden oder so. Ja, War sehr, sehr geil. Ich mag sowas auch. Also ich muss da mal Lob an Schönraum aussprechen, dass die da so Events machen. ja, Also auch, wo man dann Spaß hat, sag ich mal. ja, einfach was für junge Leute. Ja, wo man was tun kann, ne, sich ertüchtigt und auch noch ein paar halbe zwitschern kann. Das ist einfach geil. Haben es wirklich sehr, sehr, sehr gut gelöst. Ich weiß gar nicht, ob sie noch ein Event haben. Also es gibt, Ja, Bingen, Bierpong. nein, ich meine, unabhängig von den zwei, wo wir schon Ach so, dabei ja. waren, ob es noch irgendwas drittes Geiles gibt. Weil, also vielleicht machen wir ja mal gemeinsam mit Schorama dann das große Bingen. Ja. Oder Wrestling. Boah, Schlammcatchen, ja. Ja, nein, Upperlink Games. Ah, geil. Ja. Also ganz kurze Zusammenfassung, wir sind um Simme losgefahren, haben uns natürlich schon ein kleines bisschen Wegproviant mitgenommen, damit wir da nicht komplett nüchtern ankommen, weil wir sind ja eine Dreiviertelstunde gefahren. Ja. Der Kidrap war an dem Tag leider Fahrer, zumindest eine Zeit lang, Ja. weil er nur ein Eishockey-Date gehabt hat. Entschuldigung, wir anderen haben uns davor aber nicht beirren lassen. Und dann sind wir angekommen, dann war es eine Riesenschlange, aber natürlich sind wir bevorzugt behandelt worden, das ist ja ganz klar. Ja. Weil, Einfach vorbeigegangen. ja, Die Leute haben nur geschaut. Ah ja, und dann die schauen erst zu Bass und dann, ja, ist ja was Brutales, okay. klar. Ja, Die hier, kennen sich dann nicht habe ich die vorstellen. Maske so abgenommen und gesagt, hallo, Ja, checkst und du noch dann- irgendwas? ja. Dann fragen sie sich okay, Security ist halt nicht dabei. Ja. Aber Oder das, halt das zumindest, ist meine Security. ja, zumindest nicht sichtbar, wann die Security ist. Ja, klar, wenn ich will, Ja. dann. Wow, ich habe nicht gewusst, dass ich mit links schnipsen kann. Ja, ist schon ein Unterschied. Ja, Ja, muss man ausprobieren. ja. Ja, dann habe ich mir erst einmal ordentlich den Finger geschnitten, weil ich versucht habe, eine Flagge klar zum Schneiden und die, wie heißen die coolen Taschenmesser? Ich wollte gerade Schweizer Flachmann sagen. Taschenmesser, Nein, die jeder, Multifunktionstool. es gibt ein Multifunktionstaschenmesser, das jeder hat. Ja, leck Ach so, mich doch ja, am Arsch. Ich hab selber eins. So fällt mir jetzt nicht ein. Ich hab das Gefühl, irgendwas mit F. Egal. Ja. Auf jeden Fall war da so eine brutale Schau drin, haben wir sowas von reingekriegt. Da haben wir eine kleine Bahnbegehung gemacht, kleine Streckenbegehung. War auch ganz schön, habe ich es Gott sei Dank auf die ein oder andere Schwäche an der Strecke hinweisen können. Und dann hat das Rennen jetzt angefangen. Der erste Lauf super, zweiter Platz gemacht, war ich motiviert, habe mir gedacht, super. Aber was mich, glaube ich, so runtergezogen hat in der Gesamtwertung war, wir sind früher dran gekommen, der Harry und ich, also Lauf 15 und 16. Und ich hätte gemeint, unser nächster Run war bei 50. Aber der war schon bei 36. Und wann habe ich geschaut? Bei 34 oder so. 35. 35, ja. Aber ich gleich direkt, wie so ein kleines Kind, so schön gelaufen und so, Christian, ich muss halt jetzt oben sein. Und da geht mir 10 Minuten auf. Das ist echt scheiße anstrengend, weil wir wollten uns die 10 Euro für das Lift-Ticket nicht leisten. Ja. Und was schon frech ist, weil wir haben alles am Samstag gekriegt. Ja. Aber egal, man spart, wo man kann. Ja. Und dann haben sie extra das Rennen pausiert und dann sind der Harry und die sind dann da hochgesprintet. Also das war wieder so ein typischer Moment, okay, jetzt musst du einfach durchziehen. Und dann sind wir diesen Berg hochgelaufen, aber der Körper hat einfach nach 100 Meter gesagt, es ist Das ist nicht wirklich, ja. ja, der Harry und ich, wir waren beide wirklich fast umgekippt. Dann habe ich mein Heim noch unten liegen lassen und bin ich wieder zurück. Habe mein Heim geholt. Ich war wirklich, also mir ist schwarz vor Augen geworden, so unfit bin ich. Und der Harry hat auch gesagt, wenn er jetzt da oben ankommt, er kann sich nicht auf den Bob hocken. Und dann sind wir oben angekommen, haben direkt losfahren müssen. Ja. Und das haben wir halt dann meinen ersten Dritten eingebracht und ab da ist es dann noch bergab gegangen. Scheißendreck. Ja, dann noch schön weiter gesaftelt. Hast du den Inferno besucht, noch, oder? Genau, danach dann eben. Also man muss dazu sagen, was mir noch wichtig ist, ist, dass Stefano und Sabrina haben den Kostümwettbewerb für sich entschieden. Stefano für mich auch ein geheimer Favorit gewesen, kostümtechnisch. Und dann sind wir abgeholt worden, Gott sei Dank. Und sind dann noch auf dem Faschingsball von unserem Gitarristen Mike, von Mike O'Reilly gegangen. Da haben wir Gästelisteplätze gekriegt, weil Inferno da gespielt hat. Da haben wir auch wieder echt fette Metten gemacht. Schön. Und ich war sackbesoffen. Ja. Also auch wieder Peak, muss ich sagen. Ja. Also und ich glaube um 3 waren wir dann daheim. Ja.
Ja, ich bin zum Eishockey spielen gefahren dann. In Moosburg. Schön. Amateur, Leute, die was gar nicht kennen, zu 95% von den Leuten, oder sagen wir mal 80% haben es wirklich sehr schlecht gemacht. So wie du, So oder? wie ich, ja. Also, ich ich war war schon noch schlechter. Ich war einer von den Schlechten. Zwei waren noch schlechter wie ich, aber auch rein schlittschuh-technisch. Hast du schon jemals einen Eishockeyschläger in der Hand gehabt? Ja, ja. Also, ich bin nie ohne Eishockeyschläger eigentlich Schlittschuh gefahren. Für Also. mich ist das anders schwieriger tatsächlich. witzig. Na, ich habe eine gute Augenballen, wie nennt man das? Auge-Hand-Koordination. Ja, genau. Aber das hat halt da ab und zu nichts gebracht, weil ich halt auf die Schlittschuhe so umgelenkt Ja. bin, dass ich halt nicht das machen kann, was ich mir will. Und wenn dann der Puck halt da ist und ich kann nicht gescheit bremsen können, dann einfach weiter roll. Ja. Und dann muss ich erst warten, bis ich das Tempo habe, dass ich anders umdrehen kann. Aber Gott sei Dank ist der Pause gegangen. Hast du Gauli gemacht? Ja, ich habe 2 Tore gemacht. Echt? Ja, ich habe es halt dann ab und zu beim Fußball gemacht, habe einfach vorhin gewartet. Ah, gut. Ja, aber habe teilweise peinlich daneben geschossen dann. Sobald dann einer gekommen ist, der wo ein bisschen kennen hat und auf mich zugefahren ist, dann hat er Panik gekriegt und dann steht daneben gesammelt. Aber haben ohne Keeper gespielt. Ja, Ich hab's ohne Keeper gespielt. Das war meine nächste Frage gewesen. Ja. Ah, das ist ja urweg, oder? Ja, es gibt so eine Spielvariante, da kippst du das Tor um und dann hast du quasi nur noch das Kleine und drehst das um, also musst einmal rumfahren auch und musst dann da reinschießen. So eine Trainingsmethode, Ja, okay. ja. Also. Aber es wollte ja keiner ins Tor gehen, weil da brauchst du ja Vollmontur und die hat Ja, keiner klar. gehabt. Ja, einmal war es knapp, da hätte ich fast einen Puck in den Sack gekriegt. Hey. Ich habe Knierschoner auch gehabt, da war ich gesaved gewesen, habe ich meinen Sackschutz vom Kickboxen nicht gefunden. Aber Soll war mein genommen? war Gott sei Dank mein Schläger, ist dann da gestanden, ist er direkt gegen einen Schläger gegangen. Boah, das hätte richtig. Aber kann jemand so fest draufzünden, dass. Ja, er war locker gelupft, aber Puck tut trotzdem weh. Ich meine, allein wenn du den so auf den Sack hast, tut das ja schon weh. Puck ist für mich auch was, wo du die Härte komplett unterschätzt, wenn der, finde ich, Ja, also wenn das- du siehst einen Puck, denkst du, es ist aus Gummi, mein Gott. Was, wo ich auch jedes Mal wieder überrascht bin, ist, wie brutal so ein Golfball, oder? Nein, ein Golfball, wie brutal so ein Baseball zeigt. Ja, Wenn du mal da einen in der Hand hast, das ist dann schon auch. Ja, und dann hat da ein bisschen Eishockey gespielt, 1,5 Stunden. Und wir haben am Anfang noch überlegt, ob wir 2 Stunden machen sollen. Und dann nach 20 Minuten haben wir gedacht, ja. Oh, jetzt, was machen wir jetzt in nächster Zeit? Ja, schon, ja. Aber ich war froh, dass auch Leute, die wo wesentlich fitter ausschauen wie ich, sie dann auch immer regelmäßig auswechseln haben lassen. Ja, ihr habt ja die Möglichkeit gehabt, Ja, auszuwechseln. also wir waren dann doch so viel, dass bei einer Mannschaft 2 Auswechselspieler gehen wir dann bei meiner leider noch einen. Ja. Und das war dann immer lustig, wenn du dann hinfährst. Und der so, kommt ja, 1 Minuten brauche ich noch. Fast halt noch mehr Runden. Ne? Habt's gewonnen. Ja, das war meine Zeit nicht wirklich. Also. Ja. Wie man Zeit nicht Also ich wirklich. habe nicht mit Zeit. Ja, man redet doch danach drüber, oder? Ja, wir haben aber auch Teams nochmal gewechselt, so bunt durchgemischt. Wir haben dann auch unterm Spiel einmal, haben dann doch haben wir mal den Guten quasi zu den anderen da, dass sie wieder ein bisschen Okay. aufteilt ist. Es war einfach nur erst einmal schauen, was überhaupt so abgeht. Mit wem warst du im Team? Abs erste Mal. Das erste Mal mit dem Zize Andi, mit dem Zize Maxi, ich glaube auch mit dem Zize Michi. Mit alle Zizes, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, wer noch, mit der MJ nicht, der war erst Gegner. Scheiße. Das tut weh, ein MJ als Gegner zu haben, was Ja, nicht schön. ja, Wie kannst du MJ? ja, ungefähr so wie ich, würde ich sagen. Vielleicht noch, Schlittschuh fahren ein bisschen besser oder auch nicht? ich glaube, Schlittschuhe sind wir gleich fast. Ich glaube, ja, vielleicht ein kleines, ich glaube, ich kann es minimal besser, aber ich glaube einfach, weil ich es halt als Kind ein paar Mal gemacht habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass, ich glaube, wenn man uns jetzt so 10 Minuten zuschaut, darf man jetzt nicht sagen, oh, der Kid Rap, der rasiert, der macht dann, der führt einen MJ vor. Also so ist es nicht. Okay. Also es ist schon auf einem Level, ja. Also hat es einen gegeben, der richtig schlecht war? Wo du sagst, okay, der kann nicht einmal gescheit Schlittschuh fahren, muss Also ja bei keinen einem Namen. hat es wirklich gefährlich ausgeschaut, wie seine Seine Schlittschuhstellung Kufen. war, ja, weil die waren echt, also normal ist es ja so, Ja. und der war einfach so quasi. Und es hat so ausgeschaut, also ich habe gedacht, jetzt Waren nicht so schnallt's gleich. Schlittschuhe, die einfach oben Nein, keine Halterung, Er also hat die uralte nur so, Schlittschuhe gehabt so von Leder. seinem Dad, waren er schon Bauer, also schon Eishockey-Schlittschuhe, aber entweder hat es nicht gescheit bunden gehabt und das hat die ganze Zeit so ausgeschaut, als ein Riesenschnäuzer, dann sein Bandel ist einfach durch. Aber er hat da so durchdenken und ja. Okay. Und ich habe dann auch der wo gut war, habe ich dann auch gefragt, ob das normal ist. Und dann hat er ihm gefragt, ja, tut es da weh? Oder er gesagt, nein. Dann hat er gesagt, ja, gut. Na super. Kenne ich den, der gut war? Nein, den hat keiner kennt. Das Wie, war den hat quasi keiner kennt? ein Spätzl vom, also außer der
zieht sie Andi, weil der mit dem in die Arbeit geht. Oder ins Fitnessstudio. Muss ja für ihn sau langweilig gewesen sein, oder? Er hat schon gewusst und er hat selber 2 Jahre nicht mehr gespielt, deswegen hat er gesagt, Ach so, der hat wirklich richtig, der war wirklich richtig also er gut. war in so Hobbymannschaften richtig. Aber So schon wie wir gescheit. halt, so wie wir Fußball spielen oder besser, denkst du? Also man hat schon gemerkt, also Ja, er, wir sind schon gute Fußballer. er hat schon gut gespielt. Also er hat zum Beispiel so Torschüsse, hat er sich auf dem Eis hingenäht und hat es mit seinem Fuß abgewehrt, so mäßig. Ah, Ja. und hat er bremsen können? Er hat bremsen können. Hat er rückwärts fahren Hat er auch können? können, ja. Fuck, ja, das ist mehr, muss nicht. Nein, hat er alles können, ja. Ja, dann würde ich sagen, das nächste Mal sagen wir, ja, wenn ich mir, wir nehmen auch ein paar Leute mit und dann können wir mit dem Conny, Ja, mit dem Tom, mit Stefano, dem Stefano, ja mit gut, Lotus. müsste er trotzdem noch gut was können, Ja. oder? Ja. War schon witzig. Ja. Ich war auf jeden Fall froh, weil früher komplett ohne Schoner da waren, aber es macht schon angenehmer, wenn es tiefer ist, weil du fällst dann einfach und hast halt keine Angst nicht, weil was soll passieren. Also Ja, also- Ellenbogenschoner gehabt und Knierschoner und dann fliege ich halt einfach. Ich finde, es gibt so ein paar Sportarten, wo es da nicht unangenehm sein muss, wenn du schon Nein, tragst. es war auf jeden Fall ein Sinn. Reiten zum Beispiel. Ja, Reiten, Schießen. Erinnert mich daran, hast du das gesehen? Einer hat uns geschrieben wegen am Fan der Woche. Mhm. Das muss ich dann noch. Okay. Steht der Fan der Woche dann noch drauf? Nicht mehr, gell? Na, Das darf man nicht vergessen. also jetzt ja auch passt. Gut, ansonsten haben wir dann, es gab zweimal eine Diskussion in der Kabine, weil kein Bier nicht da war und die Wirtschaft von dem Eisstadion nicht aufgehabt hat und keiner hat es mitgenommen, weil sie gedacht haben, man kann es dann da kaufen. Also gab es zweimal kein Kabinenbier leider, Also ich check's, wann da es ein Kabinenbier geben? davor und danach. Okay, Vor dem Spielen und dann nach dem Spiel. aber dann habt ihr ja vor dem Spiel schon gewusst, dass da nachher keins gibt, oder? Er hat mir gedacht, weil danach noch mal öffentlicher Lauf war, dass der dann vielleicht bis dahin schon da ist. Scheiße, das tut mir leid. Also das, glaube ich, hätte schon nochmal Ja. viel geändert auch. Ja. Also, ja, Und dann aber sind wir schnell in den Salon gefahren vom MJ super. und haben da Cornerhaus gegessen, Ah, fein. ja, und Bier gesoffen. Bis Super, um 3 in der Früh. Ja. super. Und ein paar Stammball, Handgranaten. Ach, Handgranaten, Ja. fein. Wann warst du da fahrtüchtig? Anscheinend um 11 Uhr. Was heißt anscheinend? Also, bist du am Eifig gefahren? Ja, Hast da du noch bin ich schönes gefahren, ja. Frühstück? Er hat es gegeben, aber nur einen Kaffee getrunken, weil ich noch keinen Hunger gehabt habe. Ah, schade. Also mir war nicht schlecht oder so, aber einfach keinen Hunger gehabt. Mhm. Aber es ist anscheinend es ist ein Alkoholiker-Ding. Ja. Wer war jetzt da im Salon? Weil das ist, glaube ich, das, was die Leute interessiert. Ja, eigentlich der MJ, dann die ganzen Zizes, Ja. der Der Kugler. Kugler und der Manu. Ah ja, Ja. kenne ich. Ja. Ja, lässig. Ja, und dann noch aber Freundinnen von den jeweiligen Leuten. Mm. Glow war auch da natürlich. Ja. Der Jakob. Der Jakl war auch da. Kurz. Bis 3. Nein, nur am Anfang zum Essen schnell. Schade. Okay, ja gut, dann kommen wir zum Thema der Woche, oder? Bitte. Authentizität im Internet ist das Thema der Woche. Wow, das klingt unendlich langweilig. Ja, schon, ja. Also für die Leute, die es nicht wissen, was Authentizität ist, da erklärt es euch. Ich habe keine Ahnung. Nein, ja nicht. Ich bin froh, dass ich es lesen habe können. Ich war gerade ernsthaft überrascht, weil es ein schwieriges Wort. Ja, Ich hasse, wenn es Leute Authentizität nennen. ja. Aber wurscht. Was bedeutet Authentizität für dich, Alter? Aber das ist eigentlich, gibt es ja das aus dem Wort schon ein bisschen, oder? Ja, jein. Mei, also, sie so zum Geben natürlich, wenn man ist. Ich glaube, das ist, also, ich glaube, unser authentischster Lebensbereich, also mal abgesehen vom echten Leben, definitiv unser Podcast. Ja, Podcast und Livestream. Nur minus die menschenverachtenden Witze, die ganze Zeit privat noch kommen. Richtig, ja. In alle Richtungen. Also die Witze, wofür man normalerweise cancelled werden. Ja, In alle Richtungen. ja. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt online für mich keine richtige Authentizität. Nein, ich glaube, man versucht schon immer, sie da so bestmöglich darzustellen. Es ist ja, wenn man ehrlich ist, ist es ja für uns einfach eine Werbeplattform für unsere Musik und für unser alles, was wir hier so machen. Für mich ist eine Therapie. Ja, stimmt. Und weil ich sonst keine Freunde habe, Ja, muss ich irgendwie die Leere in meinem Herzen füllen, was mit Alkohol und sehr fettigem Fastfood ja. noch nicht geschafft worden ist. Kaffee hilft auch überhaupt übrigens Es ist null. Heute ist wieder so ein Tag, wo ich merke, es tut mir nicht mehr gut, Kaffee zum Trinken. Es ist zwar erst meine 4. Tasse, aber Oh, das ist echt nicht. Ja, Ja. ich hasse diesen Kaffeerausch, ist ganz schlimm. ja. Aber du wirst wurscht. nicht aufhören, gell? Nein, ich trinke den aus, ja. Einfach, dass ich konsumiere. Aber normalerweise war er jetzt schon leer. Ja, das stimmt auch wieder, ja. Ja, ich finde, Ich glaube, Authentizität zahlt sich auf jeden Fall langfristig aus,
aber nur dann, wenn du halt einfach Ja, wenn du also halt ich glaube, ein entsprechender Mensch bist. ja, wenn du sowas machst wie wir, wo du dir jede Woche eine Stunde hierher hockst und dann bist live im Livestream noch 2 Ja. bis 3 Stunden, du kannst es nicht aufrechterhalten die ganze Zeit, wenn du dich da großartig verstehst, Ja. weil irgendwann bröckelt es und irgendwann passt dann nicht mehr auf und Also so eine komplette Rolle spielen fand ich schon schwierig. ja, Also, man kann ja sagen, wir haben ja letztens, wann haben wir nicht gerade erst drüber geredet? Irgendwas, als wir gesagt haben, ich glaube, wir haben über den Podcast geredet, dass wir da sehr authentisch sind. Ne? ja, Aber, also, wenn du, also, wenn man uns am ehesten versteht, haben wir uns ja in diesen ganz Anfangszeiten aber halt auch nicht richtig versteht, sondern mehr Übertreibung. ja, Also, wir haben halt unser wahres Ich ein bisschen überspitzt dargestellt. ja. Die Also wir sind halt ja beide viel lauter, wenn wir jetzt so Promo-Videos oder sowas machen, Ja. aber einfach, weil wir halt ja normale Menschen sind und wenn wir irgendwo hinkommen, also klar, du redest mehr oder wie ich, aber du fängst ja auch nicht an und brüllst Fuck, wenn du Nein. irgendwo bist. Selten. Und sowas, ja. Und das machen wir in die Videos schon einfach, weil wir es ja lustig finden. Ja. Und weil ja eine Kunstfigur, in Anführungsstrichen, oder nennen wir es eine Personen, wer weiß, öffentliche Leben ist ein großes Wort dafür, aber ja, die wo halt sowas machen wie wir, da musst du halt einfach ein bisschen auftragen. Ich sage einmal, wenn du so im Monat 1,3 Millionen Aufrufe auf dem Podcast verloren hast und dann nochmal 1,2 Millionen Aufrufe nur bei Instagram auf der Musikerplattform, dann weiß ich nicht, ob man nicht vielleicht eher schon eine Person des Ja, öffentlichen ja, das Lebens stimmt, ist. ja. Aber keine Ahnung. Ja. Ist jetzt Definitionssache, die ich nicht beurteilen kann. Nein, Ich ja mache die nicht. Definitionen nicht. Aber egal. Ja, egal, ja, schon. Steht noch was da, oder? Nein, ich überlege noch gerade, ob ich noch was sagen will dazu, aber Glaube ich nicht. na. Ja, du, wie wichtig ist das für dich? Ich glaube, haben wir ja schon grob gesagt, also. Eigentlich ist mir gar nicht wichtig. Also wenn ich jetzt gut eine Rolle spielen kann, Ja, dann darf ich das natürlich machen, wenn ich weiß, es bringt mich weiter. Aber ich glaube, ich kann das einfach gar nicht so gut. ja, ich glaube, es kommt ja immer drauf an, was für eine Rolle er. Also, wie gesagt, ist ja, wenn man es jetzt als Rolle bezeichnet, unser Musiker Kid Rap und Alt O und nicht der Michi und der Tobi, sind ja trotzdem an unsere Charakterzüge schon nah dran, nur halt überspitzt. Erst darf man uns eine kleine Hornbrille runternehmen und waren dann auf einmal Superalkoholiker. Ja, Kid Rap und Superalkoholiker, Alter. Ja. Und nicht nur der normale Alkoholiker, Nein, Tobi, das und war der wirklich normale Alkoholiker Michi. Ja. der Chines oder der Japaner, ich weiß Ja. nicht wer von beiden, Ja. sagt ja, dass in jedem Menschen, dass jeder Mensch 3 Ichs hat. Einmal das du Fremde zeigst oder Ja. Leute, die du nicht gut kennst. Dann das, was du nein, oder 4, glaube ich. Eins Fremde, eins deine engsten Freunde, dann eins, dass du wirklich deine ganz engen Vertrauten zeigst, wie Freundin, Frau, besten Freund. Und dann das eine, was nur du kennst. Ich glaube, dass sie das sogar noch mehr unterteilen lässt. Also ich glaube, dass Wahrscheinlich, ja. wenn du jetzt so 3 Freundeskreise hast, bist du 3-mal eine verschiedene Version von dir. Weil, keine Ahnung, vielleicht ist man jetzt, wenn wir abhängen, halt so wie in der Schulzeit und wenn ich jetzt mit Ja. die Gmunder abhänge, bin ich halt so, keine Ahnung, wie ich halt war, als wir zum Saufen angefangen haben Ja. oder so. Und vielleicht bin ich ja mit anderen Leuten voll der Intelligente. Ja, oder ich. Ja, Aber das hat ja eigentlich was mit Anpassung zu tun, nicht mit Verstehen, finde ja ich. was du da vielleicht so gemeinsam erlebt hast, ja. Ja, du lässt halt manche Wesenszüge lässt du von dir einfach weg, wenn du weißt, die Gruppe mag das nicht. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel, sage ich mal, der Munder Freundeskreis will wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit, dass du mit dem Reichtum prahlst. Nein, das dazu. Abschrecken, weil es bei denen ja so scheiße Ja, schon, ja. Also jeder von den Arschlöchern ja 4 Häuser hat. Ja. Und wenn du dann sagst, ja gut, ich habe aber mehr Häuser und so weiter, Ja. dann kommt das natürlich nicht gut an. Wenn wir jetzt natürlich mit dem MJ abhängen, das haben wir ja eine kleine Nummer. Ja. Klar, Heißler. Ja. Ja. Ja, aber von dem her, ja. Wie authentisch ist das Internet mittlerweile? Mei, also ich glaube, gibt wie bei allem im Fernsehen und überall, wo sie Leute darstellen, ist das, glaube ich, sehr, sehr unauthentisch zu großen Teilen. Ja. Weiß nicht, was du dazu noch sagen willst. Habe ich ja schon gesagt. Also Ja. ich glaube. Und Also jetzt wird jetzt mit dem AI-Grafik, Ja. du weißt ja gar nicht mehr, was glauben kann. Jetzt, das haben wir letztens erst gedacht, also vor allem Bildgenerierung
mit AI ist ja inzwischen. Da ist keiner hinter dir, keine Angst. Du schaust um Aufnehmen. Oder? Ja, ich habe Angst, dass ich einen Loop drin Nein, habe. nein, sicher schon. Ja, und Nein, ob das jemand darf ich hinter, nicht sein. das ist jemand hinter mir. Du kannst dir jetzt, also wir kannten uns jetzt zum Beispiel an jeden Ort dieser Welt hier AIen, also was man früher Photoshoppen genannt hat. Ja. Ich nenne es jetzt einfach mal Photoshoppen im weiteren Verlauf. Ohne dass irgendjemand, sage ich mal, rein vom Mit Also, seinen mit- depperten Augen. checken, dass wir jetzt nicht gerade auf die Bahamas mit Ja. Ana de Armas sind. Ja. Ich kann jetzt hier ein Beutel von mir machen, hey, gerade Podcast und dann habe ich hier eine Rolex dran. Ja. Und keiner darf erkennen, dass die nicht echt ist oder kann es Außer beurteilen. der Frank Gebauer. Also der Frank Gebauer wahrscheinlich, ja. Wer ist das? So ein YouTuber, der sich auf Uhren spezialisiert hat und der hat. Ah, der die ganzen Leute aufdeckt, die Ja, falsche. genau, ja. Krass. Ja, waren viele Rapper dabei. Ja, habe ich ja letztens gesehen, aber ist das so leicht aus der Entfernung? Also wenn du jetzt einen kompletten Detail davon hast. Ja, wahrscheinlich. Also es gibt halt ein paar Sachen, die man halt anscheinend nicht so leicht nachmachen kann und wo man sie erkennt. Und da haben sie halt anscheinend ein paar blamiert. Ja. Was ist deine Meinung, wenn wir sind ja bei Authentizität, Ja. zu gefälschten Uhren? Also, bevor ich mir eine gefälschte Rolex hole ich mir einfach irgendeine No-Name-Uhr. Also mir war es peinlicher, mit der gefälschten Rolex der Wuschen zu werden, wie einfach eine normale Uhr zum tragen. Also, keine Ahnung, nehme ich halt irgendwann von Amazon, Ja. wo ich mir denke, hey, die schaut cool aus und Bewertungen sind okay, kostet einen Huni, nehme ich halt die. Ich bin so zwiegespalten, weil einerseits denke ich, mir sind halt Uhren scheißegal. Ja, Es ist ja ein reines Statussymbol. ja, Und jetzt war es doch in der Theorie für jemanden wie mir, dem Uhren scheißegal sind, viel sinnvoller, nicht 20.000 Euro für eine Uhr auszugeben, sondern von mir aus ein paar hundert Euro und eine perfekt gefälschte Rolex trotzdem haben, die einfach 99% der Leute nicht unterscheiden können, weil mir Uhren scheißegal sind, aber Ja. das Statussymbol dahinter vielleicht für die Außenwirkung wichtig war. ja. Ja, mir war es aber trotzdem Aber zu peinlich, wenn es dann. Wenn es aufkommt, war es mir Ja, das saupeinlich. ist halt mega unangenehm. Ja, deswegen. Ich finde bei Uhren, also vor allem bei Rolex, geht es ja noch. Also auch wenn es das Geld ausgibst, weil es ja eine Wertanlage ist, die wird ja nicht weniger wert, sondern mehr im Normalfall. Ist jetzt ja nicht wie bei irgendeinem, keine Ahnung, Balenciaga-T-Shirt oder so, Ja. so 800 Euro kostet und dann, Ist das so teuer? ja, Echt? Ja. Krass. Ja, eben, das Es ist. gibt ja viel Spackos, die damit rumlaufen, Ja, aber es es sind gibt halt ja einfach manche keine Leute, echten. entweder es ist oft. ja nicht echt oder es gibt ja schon Leute, die halt einfach so 800 Euro im Monat nur übrig haben von einem Job und sie dann noch ein T-Shirt kaufen. Ja gut, ich trage auch nur 6 verschiedene Shirts, also Ja. du kannst eigentlich schon mal investieren. Ja. Okay. Wie authentisch sind wir wirklich? Ich glaube, haben wir schon gesagt. Also ich glaube, bis auf ein paar Sachen, die wo man vielleicht einmal jetzt zurückhält, rein aus Cancel-Gründen oder weil es halt oft aus dem Kontext gerissen werden kannten oder weil halt Leute nicht diesen feinen Humor haben. Ja. Aber ich glaube, das haben wir ist eh schon auf Kante genäht, was wir Ja. machen, glaube ich. Von dem her, und ja, aber so viel ist ja nicht mehr. Also ich glaube, der größte Punkt zum Thema Authentizität oder wo die Leider am meisten enttäuscht sind, ist, wenn es einmal einen von den 1000 Auftritte, die wir im Jahr haben, gibt, wo nicht jeder von uns 14 Jägermeister Ja, schafft. stimmt, ja, wenn einer Das ist mal- das, wo die Leute Ja. dann sagen, okay, alles klar, Ja. weiß ich Bescheid. Ja. Alles nur Schein. Ja, ich muss morgen auf eine Beerdigung. Ach so, okay, ja gut. Dann sagt sie, habt ihr gar nicht so viel, wird selber sagen. Ja. Also, ja. Vor allem sowas spricht sie rum. Ja, das schon, Das ja. ist schon lustig, dass also den Standard musst du schon halten. Also Ja. da, Da ist dann auch wurscht, Hauptsache, da ist dann auch wurscht, dass ich auf der Bühne in einer Bierflaschen rap, weil ich nichts mehr check. aber wenn du danach nicht deine 15 Ehrenshots saust, dann bist du halt ein falscher 50er. Ja, ein Blender. Ja. Ja, gestern hat uns auch einer hart getriggert, weil er behauptet hat, der Harry und ich saufen alkoholfreies. Obwohl wir es geschlossen hierher gebracht haben, das Weißbier, und da aufgemacht haben, so eine Ader gehabt. Ja, für mich aber auch. Wie gesagt, das aber das Einzige, was habe ich ja schon 100-mal gesagt, was mich noch mehr triggert, also wenn jemand sagt, wir reden kein gescheites Borisch, Ja. da werde ich echt fad. Ja, ich Also geh- wenn's mich wirklich provozieren wollt, dann ja. Ich gehe voll mit, dass wir nuscheln zum Beispiel. Alles? Ich gehe auch mit, dass in Niederbayern anders Borisch reden wie wir oder in der Oberpfalz. Aber Du kannst mir 1000 Dinge ja, vorwerfen, so viel Flaws, die wir haben, aber nicht unser Borisch. ja. Okay, gut. Kommen wir zu den Los Brudalos Favorites. Ich hoffe, die sind genauso langweilig wie das Ja. Thema. Was sind deine Top 3
machen wir Top 3 und Top, die wo du hast. Mhm. Influencer und Content Creator. Top 3, Ja, die ich hasse. ja. Also seit heute Mittag ein Paulo Muck. Nein, ich kenne den Typen nicht. Ja. Seine Werbung ist nur scheiße. Wen hasse ich denn wirklich richtig? Oh, fuck. Ich beschäftige mich halt so wenig mit Leuten, die ich hasse. Also, wenn ich inzwischen wirklich hasse, aber da tut mir halt auch irgendwie einfach leid, ist der Oliver Pocher. Ja, der war in meinem Kopf. Ja. Der macht mich echt Ja. unglücklich. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin gar nicht so in dieser Influencer. Ich weiß gar nicht, wer als Influencer ist, keine Ahnung. Ich folge halt nicht viel Leute, aber denen, die ich folge, mag ich logischerweise. Und es ist. Wer ist denn ein Influencer, den wo ich mag? Also ich folge halt, wenn dann nur Musikern, Leute, die halt irgendwas mit Videos machen, so in die Richtung. Aber ich folge jetzt nicht so einem klassischen, ich zeige mein Leben, Reality-Star-Typ mäßig. Also Ja. so in die Richtung. Also weder kann ich wenig positive wie negative Sachen sagen. Das ist echt blöd. Content Ja, eigentlich Creator, die wir machen. eine gute Frage, eine nette Frage, aber. Fuck. Ja. Gibt echt wenig Leute, die ich hasse. Wer halt enorm bei mir an Ansehen verloren hat, ist, aber ist auch kein Influencer, ist der Olli Schulz, seitdem ich seine Musik gehört habe. Ja. Das ist mir wichtig zu erwähnen. Aber haben wir auch schon gesagt, das Problem ist gar nicht seine Musik an sich, sondern die Anmaßung, andere Ja. Musik so kritisch zu beurteilen. Der hat ja einen guten Musikgeschmack eigentlich, aber ich check nicht, warum er dann selber nicht hört, dass man so beschissen singt. Vielleicht sind seine Themen sogar gar nicht schlecht, vielleicht ist er auch ein guter Gitarrist. Das weiß ich Ich nicht, weiß ja. alles, ich weiß es nicht, aber Ja. rein stimmlich ist es nahezu ein Totalausfall. Er ist halt extrem, also mir gibt es extreme Jan Delay-Vibes. Okay. Ja, also so vom, wie er sich anhört und nicht ganz so froschig und nervig wie der Jan Delay, aber Aber er wird halt immer, und zwar, wenn ich so Ja. immer ein Stein im Brett bei mir haben, seitdem er halt besoffen auf der Berlinale war. Das ist so unfassbar lustig. Ja. Allgemein auch ein paar andere Sachen, die er gemacht hat. Ja. Als Comedian, witziger Typ. ja. Aber- Ich glaube, dass er die Musik macht, die er macht, weil er halt nicht nur als Clown oder als Komiker gesehen werden will und deswegen denkt er, jetzt muss er was Ernstes machen Ja. und halt dann dort ist halt das rausgekommen. Zu unserem Leidwesen. Ja. Ja. Aber sonst so geiler Typ. Ja. Ah ja, und ein Söder. Und Söder ist der, ja, Gott, ist Der ist Content halt das Creator, ja. Influencer. Ich sehe einen Post von ihm und bin instant fad. Ich kann da nicht sagen, warum. Ich rieche ihn ja nicht durchs Ja. Handy, so ist es ja nicht. Ja, ich Aber- frage mich auf Dauer, also er macht das ein bisschen in abgeschwächter Form, so da das mal die Trump-Technik machen, so Hauptsache Aufmerksamkeit generieren. Ja, für mich ist er der bayerische Trump, das trifft es gut. Ja. Ob das, also ich weiß auch, warum er es macht wahrscheinlich, weil er will halt durch das, was er macht, halt die Aufmerksamkeit, die die AfD kriegt, Ja. die Aufmerksamkeit will er ja. Glaube ich, macht er das, was er macht. Und ich frage mich, ob sein Plan aufgeht. Also ist gut, wenn du halb gesehen wärst und sie manchmal die Leute dann denken, so ein Depp, weil er halt keine mir Ahnung. nicht. Ja. Bei mir hat es jetzt nicht funktioniert. Ja. Aber vielleicht denkst du so in 2-3 Jahren, wenn du jetzt den Wahlzettel anschaust, denkst du, ja, der Söder, ja, der mag gern Leberkäse. Am Aschermittwoch sagt er immer was Gemeins gegen die Grünen. Also er hat halt, er strahlt halt für mich überhaupt gar nicht diesen bodenständigen Bayer aus, Ja, den er er ist jetzt durch kein gewisse. Stoiber. Er ist kein Stoiber. Niemand wird jemals wieder ein Stoiber sein, das muss man mal ganz klar sagen. Wow, Stoiber bei Social Media, das war so stark. Ja. Das war so geil. Aber er hat die unangenehmste Art und Weise der Selbstgefälligkeit. Er hat wenig Charme, Ja. glaube ich. Also, Er meint es so zu 100% ernst. Wahrscheinlich, Aber ja. er Vielleicht backt es nicht ab, das Ganze. Also vielleicht meinen wir aber nur, dass es ernst meint wegen seine allen Augenbrauen. das kann schon sein. Außerdem ist er mir zu groß. Ja. Das ist halt auch schon Und er sauft nichts. Ur und. Ja. Schau, ich weiß nicht, ob ich mehr sagen muss. Ja, sonst. Wenn ich früher echt viel geschaut habe, wenn wir jetzt bei Content Creators sind, war der Peter McKinnon. Den finde ich ja nach wie vor, also ich finde den sympathisch, ich schaue mir seine Videos einfach noch nicht mehr an, weil es mich nicht mehr juckt. Nein, es ist ja trotzdem das Gleiche. Ja, aber den haben wir auch viel angeschaut. Sonst, ich glaube, das war so der einzige, den ich so regelmäßig so jetzt, aber da auch was mit Film zum Tag gehabt. Ja. Ja.
Ja, wurscht, kommen wir zu den 5 Fragen, oder? Ja, voll. Ja. Und dann Fan der Woche, den ich nicht vergessen. Ja. Bei welchem Prominenten würdet ihr eure Hand ins Feuer legen, dass derjenige nicht in den Epstein-Files vorkommt? Muss er Harpe dann Ami? Kerkeling. Harpe Kerkeling, ja, aber muss er Ami sein, oder? Wahrscheinlich. Ich glaube tatsächlich Eminem. Ja, ich glaube auch. Der ist irgendwie so außerhalb dieser. 50 Cent, der ja sagen. Ah ja, die sind Ja, sind so- außerhalb dieser. Die kommen halt von so weit unten, Ja. aber haben es geschafft, zumindest so wirken sie auf mich, Ja. dass sie ihren Reichtum zwar schon ausleben, aber nicht in diese Kreise rein wollen. Ja. Glaube ich. Ich glaube, dass das Problem beim Epsteiner ist, dass der nur Geld gehabt hat. Also nur. Aber er wollte, glaube ich, auch den Fame haben. Und sowohl der Ja. Eminem als auch der 50 Cent kriegen die Anerkennung von den Fans und haben halt Pulver wird Sau. Ich glaube schon, dass trotzdem passieren kann, keine Ahnung, dass er 50 Cent jetzt schlecht mit einem Nein umgekommen, egal in welchem Ja. Kontext jetzt. Aber ich glaube, dass vor allem, wenn du halt eben so aufwachst wie die und halt das alles hast, dass dann nicht so gefährdet bist, wie jetzt halt normale Rich Kids, die wo einfach auch nie wirkliche Probleme gehabt haben und so. So der Trump, weil ist ja da 100.000 Mal erwähnt worden zum Beispiel. Also Epstein hat scheinbar gesagt, und ich meine, das ist ja der Typ, der Babys isst. Ja. Wenn ich das richtig dass von alle Leuten, die er kennengelernt hat innerhalb seiner Schandtaten, Ja. Donald Trump einer der schlimmsten Menschen war, die er je kennengelernt hat. Und das musst du dir mal vorstellen, das aus Ja. dem Mund von so jemandem zu hören. Ja. Ja. Ja, ich Was- glaube, ja, die zwei. Gab es noch jemanden, einen Schauspieler. Ich kann es mir beim Ryan Reynolds kann ich es mir nicht vorstellen. Irgendwie. Du, den glaube ich, den kann ich null einschätzen. Ja. Also da habe ich zu wenig. Es gibt so Leute, die wo ich finde, die wo sich gut verkaufen, aber die wo ich es zutrauen darf, wie zum Beispiel an Leonardo DiCaprio oder Ja, Ja. also der hat ja meine Hand dafür so. ins Oder Will Feiling. Smith. Ja, wohl, das ist auch nicht sympathisch. Den hasse ich eigentlich erst seit. Seitdem man Chris Rock unboxt Ja, hat. das Ja, war so lächerlich. ja. Aber gar nicht einmal wegen der Aktion, sondern wie er mit der Situation insgesamt umgegangen ist. Danach mit seinen, wo er fast geheult hat vor Wut und sowas hasse ich. Ja, so zum Beispiel der Fat Comedy, der an Oliver Pocher unboxt hat, das Super, war lustig. stark. Ja. Richtig stark gemacht. Wer ist safe drin? Genau, Meinst ich wollte dich nur fragen, ob, Ja. pass auf, Promis, denen es mir nicht zutraut, aber du dir sicher bist. Okay, Sowas wie Barack Obama, na, glaube ich nicht. Warte. George Clooney. Ja. Wer da gut reinpassen? Ein Promi. Da war jetzt zum Beispiel für mich jemand wie Ryan Reynolds dabei. Schon, ja, ne? Wo ich sage, der kann schon ein perverser Typ sein. Tarantino. Der ist halt auch wieder offensichtlich. Der Ryan Gosling. Ja, finde ich Das ist gut. ein richtiger Flachwechsel, glaube ich. Ja, ich glaube auch, der hat ganz falsche, kleine, böse Augen. Ja. Ja, ich glaube, der ist auf jeden Nein, Fall. das finde ich gut. Ja. Da gehe ich mit. So, Musiker, wen gab es da noch? Kanye? Ja, ja, kann schon sein. Ja, das Ding, Ja, also Jay-Z. Oder ist das offensichtlich? Oder ist das. Ich habe mir noch nicht geschaut, wer es drin steht. Ich weiß auch nicht. Also, es waren ja früher auf diese Partys, Ja, ja, aber das sowohl zählt ja beim P. nicht. Diddy als auch beim Na. Epstein. Aber heißt ja nicht, dass. Gibt auch ein paar Leute auf unseren Konzerte, die nichts trinken. So weißt Ja, du, ja, genau. Ja. Was war euer letzter I was today years old Moment, wo ihr viel zu spät realisiert habt, was etwas bedeutet oder heißt oder sowas? Also ich glaube, die letzten 8 Mal, als ich gestreamt habe und wieder irgendwelche Sachen nicht gecheckt habe. Pass auf, irgendwas hat es letztens gegeben. Letztens habe ich irgendwas, das habe ich am Harry dann geschickt und habe gesagt, Alter, ist dir klar, dass das davon kommt? Aber das bringt jetzt kaum was, weil Nein. ich weiß nicht. Ich meine, ich frage immer Stefan und wie es funktioniert. Ja, das ist halt Ich schon. habe gestern im Stream auch gesagt, oder war das mit dir, keine Ahnung, verschwimmt da ist, dass ich mir vorher immer nur lustig gemacht habe über den Schradin und mir gedacht habe, du alter Bastard, du kriegst es nicht hin. Also ich finde es lustig, aber dann hocke ich selber davor und denke, fuck, scheiße. Ich check nix. Na, 6, 7. 7, Alter. Läuft schon noch. Ja. Nein, fuck, ja, das dauert jetzt zu lang. Ja. Was findet ihr beim jeweils anderen richtig cool?
Alles. Alles, ja. Wir sind ja gemeinsam gewachsen. Ich finde, wir haben uns Eben. gegenseitig, wir waren verklumpte Scheißhaifen und jetzt sind wir Diamanten. Ja, definitiv. Ja. Ich finde am Kid Rap cool, dass er ein harter Arbeiter ist. Er ist zwar wahnsinnig geschlampert in dem, was er tut. Er ist unglaublich geschlampert. Ich kenne fast keinen, der geschlampert ist. Ne? Also wirklich wenige Leute. Ja. Aber alles, was er so an Skills hat, also auch ganz speziell im musikalischen Bereich, sind über die Jahre hin durch enormen Fleiß gewachsen. Das finde ich cool an dir. Danke. Hast du verdient, das Ganze hier. Ja, ich glaube, bei dir ist die Hartnäckigkeit, die wo ich sehr, sehr bewundere. Ein unangenehme Situationen, seinen Kopf zum Behalten. Das war auf jeden Fall eine Eigenschaft, die wo man schwer antrainieren kann, glaube ich. Meinst du meine Sturheit oder mein. Ja, nein, also Sturheit war dann, wenn man es negativ auslegt, aber ab und zu da ich vielleicht aus Bequemlichkeit aufhören. Ach so, ja. Also jetzt nicht Ja, ich beim weiß, was du Arbeiten, meinst. sondern weil es halt unangenehm ist, die Situation, und da beißt du die durch und dann glaube ich auch. Ja, das ist meine Abschlussbewegung. Naja, Jetzt kennt bestimmt, was wir aneinander hassen. nein, das wird lang dauern Ja, wahrscheinlich. würde ich sagen. Ja. Und da wahrscheinlich einfach so ein kleiner Riss kommen in unsere kleinen Psychen und dann darf man uns Ja. zerfleischen. Ihr müsstet jetzt nochmal etwas studieren. Was war das? Gar nichts. Nie wieder da studieren. Na, also was mich interessieren hat, ist halt Musik, immer schon Marketing, trotzdem irgendwas in die Richtung. Ich darf in den Marketingbereich am ehesten gehen und versuche Ja. das. Oder wirklich, diese Frage war schon mal, weil ich gesagt habe, ich darf Instrument studieren. Ja, nein, das da nicht, wahrscheinlich. Aber wenn es wahrscheinlich, ja, vielleicht auch einfach, damit es mehr check, obwohl es scheiße langweilig ist, vielleicht wirklich sowas wie International Business Ja. Management, irgendwie sowas. Ja, Oder Leute. Psychologie, das waren so die Sachen, wo mir jucken. Finde ich alles zwar geil, ja. Ja. Instrument war halt geil, aber da muss ich jedem sagen, also ihr seid jetzt wahrscheinlich, unsere Hörer sind ja bunt gemischt, wenn ihr Eltern seid. Ohne Scheiß, ihr derzeit einem Kind so einen riesen Gefallen, wenn ihr so früh wie möglich irgendein scheiß Instrument lernen lasst. Klar nervt es die wahrscheinlich dann, wenn es dann einmal in der Woche dahin müssen, aber wie viele Arschlöcher ich kenne, die dann mit 20 dann irgendwie sich einfach an ein Klavier hinhocken und sagen, ja, 10 Jahre Klavierunterricht gehabt. Hat mir zwar nie Spaß gemacht, aber sogar wenn es einem nicht Spaß macht oder ihre, das Ja. ist immer, das lernst du später so viel schwerer. Ich glaube, Klavier vor allem ist ja, oder ich glaube auch Schlagzeug ist ja gut für dein Gehirn, oder? Weil du lernst Musik die zwei muss krass sein, ja. Gehirnhälften. Ich habe letztes Mal Quelle Vertrau mir, Bruder, Ja. so von einer alten Lehrmethode gezeigt, dass die Kinder früher mit der linken Hand die ganze Zeit von 1, 2, 3, 4 bis 10 die Zahlen schreiben lassen haben und gleichzeitig das ABC. What? Ja, und es hat halt anscheinend gedauert, bis du halt das kannst, dass deine zwei Gehirnhälften unabhängig voneinander arbeiten, aber dass das anscheinend was freilöst im Kopf, was der Regierung nicht gefallen hat, weil du dann zu eigenständig gedacht hast und nicht mehr so dieses, ich bin eine Arbeitermentalität hast und ich gehe in die Schule, ich mache die Schritte nach und nach, sondern ich finde, das merkt man oft auch bei Musikern und Künstlern, Schauspielern und so, du hast schon Sind immer ein bisschen Eigenbrötler einen oder anderen beziehungsweise Blick auf gewisse Dinge und Ja. lässt halt Sachen nicht gern sagen. du musst das Volk dumm halten, hat Hitler schon gesagt. Und wir Schneiden sie wieder Hitler raus und Ja, dann sagen schon, sie, ja. so, da ist so ein Nazi, weil er Ja. die ganze Zeit Hitler sagt. Ja, Okay, Genau. interessant. Ja. Muss ich mal recherchieren. ja. Und so ist ja eben deswegen, glaube ich, ist halt also bei mir jetzt nicht, weil ich hab kein Instrument gelernt in dem Sinn, Ja, nicht. aber ich glaube, meine zwei Gehirnhälften, die habe ich mir hab mir einfach eine Seite richtig dumm gesoffen und jetzt muss ich die andere überperformen. Das ist mein kritischer Blick auf die Welt. Ja. Ja, aber anscheinend, so hab- kann das mir erklären, dass das bei manchen Musikern halt auch so ist, dass die halt oft auch einen Fick drauf geben auf auf so einen normalen Werdegang, sage ich jetzt einmal. Ja. Mich würde interessieren, ob das eine das andere, also was zuerst da war. Also ob Ja. durch deinen, sagen wir mal, musikalischen Werdegang, ob du ja so einen Fick drauf gibst oder ob du erst einen Fick drauf gegeben hast und dann Musiker geworden bist, sozusagen. Oder ob sie wahrscheinlich bedingt ist, einfach gegenseitig. Ja, ich glaube auch, dass das dann auch das Umfeld, in dem du aufwachst, bei deine Freunde sind und so und deine Familie, dann noch Instrument oder je nachdem. Weil ich glaube, wenn du jetzt halt in so einer militärischen Familie aufwachst oder so, dann bist du es ja gewohnt zum Funktionieren und machst halt dann vielleicht auch das, um deine Eltern zum Gefallen. Ja,
wenn du deine Eltern respektierst, natürlich, weil sonst kannst du ins Gegenteil umschwenken und du rauchst Meth. Wobei viele Kinder, erstens Meth rauchen geil, also Empfehlung an alle. Ja, Ähm, wobei es ja da ganz viel ist richtig krass. Es gibt ja ganz viele Kinder, die aus richtig beschissenen Familien kommen. ja, Und oft wollen es dann dem Elternteil am meisten gefallen und am meisten beeindrucken, der den größten Fick auf sie gibt. ja, Das ist eigentlich krank. ja, ist strange, ja. Okay, letzte Frage. Wo warst du in die Bundesjugendspiele am besten? Ich glaube, im Schmeißen. Das war ja nicht kein Überstar nicht, aber. Und mal zeitweise im Sprinten, weil ich echt relativ schnell bin, für das, wie fett ich bin. Ja, ich war am Laufen. War schnell, ich war schnell. Also ich war tatsächlich in die Bundesjugendspiele in allem sehr gut. Ja, nein, nicht aus. Aber am schlechtesten war ich, glaube ich, dann trotzdem noch am Springer, bis ich es gecheckt habe, dass der Anlauf das Wichtigste ist. Ja, Aber Laufen und Schmeißen war ich gleich gut. ja. Was steht die Woche noch? Also, lass mich kurz halt für Okay, ja. eine Woche, weil das ist mir wichtig. Ja. Die ist mir wichtig. Und zwar ist es, ich meine, wenn schon mal jemand explizit schreibt, dass er Fan der Woche ist, und die Nachricht hat mich auch amüsiert. Adina Bär, herzlichen Glückwunsch, du bist hiermit Fanin der Woche. Und sie schreibt: Ich will Fan der Woche sein. 3 Ausrufezeichen. Ich bin eine dieser scheiß Pferdemädels. In Klammern auf, keine Ahnung, ob ihr das Wort benutzt habt, aber safe den Kontext. Ich bin mir sehr sicher, dass das so in dieser Form genau gefallen ist. Nur wahrscheinlich extremer. Aber erstens, ich höre euch seit 2 Wochen immer am Auto und ich fahre viel Auto. Ich bin froh, dass du es nicht auf dem scheiß Pferdl lässt. Und ich bin froh, dass mir 177 Folgen zur Verfügung stehen. Ist wie spät in eine Serie einsteigen. Da muss man nicht so geduldig sein. Zweitens, das hat mir am meisten aufgeregt, ich kenne ein paar richtig badische, sauwitzige Reiter. Ihr dürft das nicht über einen Kamm scheren. Sorry, wohl immer die Falschen kennengelernt. Ich glaube, ich kenne fast keine Pferdemädels. Gott sei Dank. Und hätte ich euch schon gekannt, wäre ich in Karpfarm geblieben. Da war ich nämlich wegen der dummen Pferde. Ja, Dina Bär hast du auf jeden Fall verdient. Ja. Ich habe dir jetzt hiermit ganz offiziell in mein Herz geschlossen. Ich mache eine Ausnahme für dich, du bist ein Pferdemädel, das ich mag. Und ich schaue mir gerade ein Video von Fuchsi an. Das ist scheinbar der Pferdl. Süß. Meine Mom ist übrigens auch ein Pferdemädel. Er hat selber ein Ross gehabt, das. Ich vergiss immer, aber das Pferdl ist 40 oder so geworden. Okay. Das war so alt, das ist fast dieses nah an einem Rekord vorbeigestammt. Muss noch mal schauen, wie alt. Aber ich habe das damals schon auch nie verstanden. Ich mag Pferdl einfach nicht, weil ich ihnen nicht vertraue. Und dann sagen immer alle Pferdemädel, ja, aber die sind so treue Tiere und du siehst ja, wenn du einen anlegen, ja, aber wie viele Leute kenne ich von so einem Pferdl treten oder bissen worden sind, wo es jetzt nicht so viel Anzeichen Ja, gibt. viele sagen, sie haben zu einem Pferd so ein ähnliches Verhältnis wie zum Hund oder sowas. Das glaube ich schon, das heute Ja, das klar. Maul. Ich glaube aber, also jetzt einmal unabhängig vom Pferd, ich glaube, jedes Tier, um das ich mich kümmert und das einigermaßen zutraulich ist, werde ich bonden wahrscheinlich. Ja, das muss man dazu sagen. Jedes Pferdl steht natürlich bei mir noch über einem Mensch, weil es ein klar. Tier ist. Ja. Also das muss ich auch dazu sagen. Außer ich bin beim Metzger. Dann wiederum entscheidet der Kilopreis. Ja, was steht die Woche noch bis zum nächsten Podcast? Ich fahre richtig reidig saufen nach Düsseldorf. Schön. Da spielt nämlich der Landshut Eishockey. Pfleger. Der Pfleger, der spielt ja schon lange nicht mehr. Ach so, okay. Pfleger. Haben wir letztens ein paar Legenden über den Pfleger. Pfleger, falls du uns. Der Pfleger ist war ein brutal guter Eishockeyspieler, aber ein wahnsinniger Säufer. Sprich, der ist dann auch wirklich, also der war wirklich richtig, richtig talentiert, hat aber dann während dem Spiel teilweise seine 4 Halbe drin gehabt und hat aber trotzdem noch die Leute weggesammelt. Aber er hat dann überhaupt keinen Bock auf Teamsport gehabt, sondern hat halt immer seine Alleingänge gemacht, war damit erfolgreich. Aber irgendwann hat dann auch die Sauferei so ein bisschen sein Tribut gezahlt und er ist immer weiter abgestiegen. Ja. Aber einfach nur, weil er halt auch aus Prinzip dann einfach teilweise seinen Schläger fallen hat lassen und so weiter. So ein richtig sturer Säufer. Ja. Und jetzt spielt er, glaube ich, irgendwo 3., 4., irgend sowas. Ist da, hat jetzt nicht mehr sehr viel zu meiden, aber er zeichnet sich scheinbar vor allem dadurch aus, dass er
überall, wo es was zum Saufen gibt, immer mal wieder auftaucht. Also das ist, die schicken regelmäßig dann Beutel von irgendwelchen Hochzeiten, Veranstaltungen, wo im Hintergrund auf einmal der Pfleger steht. Ja. Und das finde ich sehr witzig. Ja. Das werde ich machen, es geht am Freitag los, Freitag bis Sonntag. Ich habe keine Ahnung, ich kenne Düsseldorf gar nicht. Ich habe keine einzige Information über Düsseldorf. Ja, die Altstadt muss schön sein. War ich damals nicht, weil Corona war. Ich war nur im Dönerladen immer wieder. Hast du eine Empfehlung? Weiß ich nicht mehr, was war. Bin mit dem E-Scooter hingefahren von meinem Hotel aus. Ah, scheiße, kommt erst am Sonntag raus. Aber vielleicht frage ich noch in Los Podalos Instagram, Ja. ob sie Empfehlungen für Düsseldorf haben. Weil Samstag da der Jesus spielen, aber da werden nicht viel genug Lust haben. Und Schalke spielt. Aber da kriegst du keine Karten. Ah. Kid Rap, ich brauche jetzt einen Tipp von dir. Ja. Ich fahre ja nach Düsseldorf, Ja. fliege nach Düsseldorf. Ja. Jetzt haben wir fliegen um 7:45 und soll ich jetzt trotzdem um 7 in der Früh für alle Bockfotzen mitnehmen? Ich weiß nicht, ob das so eine Art Ausflug ist, ob die dann, weil ich habe jetzt keinen Bock, dass ich es mitnehme und dann sauft es keiner. Na, ich das schon mal wahrscheinlich. Haben wir noch genug. Das ist ja jetzt schon mal der Fuck, nächste. wir waren immer nicht bei Hopf. Müssen wir vorbeischauen. Schreiben wir mal. Es ist halt, der Flieger geht halt um 7:45. Ja. Wir treffen uns um 7. Ja. Entsprechend wird das halt auch enge Kisten. Deswegen war ich am Überlegen, ob ich einfach, wir sind glaube ich Simlight. Ja. Oder- Ob du 3,5 mitnimmst. Genau, ob ich 6 sind wir, Ja. die fliegen, ob ich einfach 3 mitnehme, aber dann habe ich auch kein Glasl. Ja, ist der Otto dabei. Glaub schon, Ja, aber dann könnt ihr in die Lounge. Zumindest Ach so, viele ja. von euch. Ja. stimmt. Ja, wegen der Glasl meinst du, oder was? Nein, einfach so und dann noch Bier zum Hin. Ja. Weil da gibt es ja die kleinen Flaschen. eine Menge. Mhm. Aber, Muss ich überlegen, ich nehme einmal. Ich nehme mal 3 mit. Nimm mal 3 mit und vielleicht noch Da schöne sind Becher. Erwachsene dabei, also richtige Erwachsene. Nein, Nein, dann würde ich schon mitnehmen. glaub nicht. Ja. Dann war es auch wurscht, weil die Erwachsenen sind wahrscheinlich eher trinken. Ja. Mhm. Ja, sonst drehen wir nächste Woche das nächste Musikvideo. Ja. Neuer Song schon in der Pipeline, fast fertig. Wird die Woche fertig. Du meinst jetzt der nächste neue oder meinst du 18? Ah, 18, okay. ja. Dann recorden wir nächste Woche noch. Unseren wiederum nächsten Song. Ja, kommt der Dorfsong raus. Aber gestern im Ding habe ich den Refraintext schon vorgelesen. Krass. Ja. Wie war was Feedback? Haben nichts dazu gesagt. Sie wollten wir es gut. unbedingt hören, aber ich glaube, sie haben erwartet, dass ich es singe, aber ich habe es nur vorgelesen. Ein bisschen einen Spannungsbogen aufbauen. Für gewöhnlich singst du besser, als dass du vorliest. Ja, schon, ja. Vielleicht als er vorgerappt, aber coole Bewegungen. Ja. Und dann, ja, schauen wir mal, dann ist schon wieder Podcast. Livestream ist nächste Woche noch einmal 4 Stunden. Müssen wir durchziehen. Na, weil dann sind wir offiziell Affiliate. Und dann gibt es uns noch ein halbes Jahr, dann sind wir Partner. Und zwar der Hauptpartner. Ja, Aktionäre. ja. Und ansonsten glaube ich, Herz weiter, ich lieb die. Das ist ein geiler Song. Schaut euch das Musikvideo nochmal an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich möchte es auch nochmal erwähnen, es gibt in diesem Musikvideo keine Szene, wo wir kein Bier in der Hand haben. Wirklich, hast du auch nochmal gegengeprüft, oder? Also einmal nimm es raus aus dem Schnee und ganz am Anfang hast du den Luftballon. Ah, das ist eh nicht echt. Aber da habe ich ja dann das Bier in der Hand. Also bei der Originalaufnahme habe ich Bier in der Hand. Ja. Okay. Ja. Und dann zum Schluss, wo man ins Auto einsteigt, da haben wir dann keins. Also, Aber das ist Abspann, ja, das zählt das nicht. zählt nicht. Aber sonst, auch wenn ihr nur unser Gesicht seht, könnt ihr sehr sicher sein, dass wir ein Bier in der Hand haben in dem Moment. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich mich ohne bewegen soll. Nein. Top. Ja, Dann waren wir es, oder? das war's, ja. Dann hast du, lieber Harry, wie immer die letzten Worte. Danke.